Leve groß, hei vu Lünster vom alle Kirche strondrem Kirsch. Und da kommen wir dann noch direkt bei der Thema, was ich will mal dir ein bisschen ausschwätzen haut. Für was will ich leben? Für was leben überhaupt? Lief Kanner, lief Jungfrauen, lief alle Guten. Das sind ganz wichtig und essentiell Fragen für uns Leben. Fragen, wo es nötig ist, uns damit dann auseinanderzusetzen. Fragen, wo die Antwort uns kann helfen, für einen Sinn an unserem Leben zu gesehen. Wir wollen ja nicht, dass uns das Leben sinnlos, dass uns das Leben absurd ist. Für was will ich leben? Für was leben überhaupt? Und hier und da können dann noch das Frohe ganz krass und ganz intensiv abtauchen, zum Beispiel bei einem schweren Schicksalsschlag oder auch dem noch wie die Aktualität gerade an der Welt ist, was dort Menschen bewegt. Und da können sie ihn richtig fertig machen, ihn zu seinen Grenzen oder sogar zur Verzweiflung bringen. Und das will man ja eigentlich aber nicht. Und dafür denke ich, dass gut sich mal einkehr auch so mit den Frauen zu beschäftigen, ohne dass es vielleicht direkt akut ist. Es kann uns dann noch helfen, wenn einmal ein schwerer Moment kommt, für nicht direkt zu gehen. Für was will ich leben? Für was leben überhaupt? Frauen, die gerne nur auch dem Apostel Paulus kommen wollen. Aus einer Gefangenschaft hat ihn der Christen zu Philippi geschrieben: Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Ich will mit, für und durch Christus leben. Ich will am Jesus Leben finden. So schreibt der Paulus. Und da brauche ich auch den Tod nicht zu fährten, aber ich kann dem Tod positiv entgegengucken. Wie viele Menschen wissen heute nicht mehr, für was und für wen leben? Wie viele Menschen fährten den Tod und haben auch Angst für zu sterben? Als Pastor kriegt ihn ja alt matt, wie Leid sterben. Wie schwer, um Menschen etwas zu losen, wann aus Ursachen, über die kein zu urteilen hat, sie die Glauben und die Hoffnung nicht so kennen. Wie schwer, um Menschen nicht anderer gehen zu losen, auch wenn das schwer und sterbenskrank sind und eigentlich noch just ob eine Lesung werden und doch nicht loslassen können. Leif Kanner, leif alle Guten, wenn wir als Christen wirklich so wie der Paulus, Christus als mein Leben, Mam Jesus, durch den Jesus, auf den Jesus leben, da können wir am Tod just gewinnen. Nämlich das beim Jesus sind, an der Gemeinschaft von Gott, an der Gemeinschaft bei Gott, der Erfüllung, Vollendung von all dem Pfannen, was wir hier nicht schaffen, was wir sichern, wo doch das erfüllt, wo wir uns verlängern, aber was uns nicht gelingt. So habe ich auch schon Mundschleid begleitet, die tatsächlich stirbes schwer krank waren, die sicher genug Ursache gehabt hätten, zu verzweifeln, mir, die mit Hoffnung und Zuversicht durch die schwere Krankheit gegangen sind, auch wenn sie just nach Perspektive vom Tod für sich gesehen haben. Ja, es kann wohl am Leben zu Evenementen und Zeiten kommen, wo sich von Gott an den Mitmenschen verlos spielt. Am Mund Schicksalsschläge, die sind ja auch knallhart. Und du kann ihn dann mal so ein Herrgott für was? Ich verstehe dich nicht. An der Not vom Exil zu Babylon, da erinnert den alten Prophet Isaias, der Jesaja, das Alt Israel vom Alten Testament, durch einen Gottesspruch: Meine Gedanken
sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Spruch des Herrn. Ja, auch wenn wir Gott an die Welt nicht verstehen, so gut dann, wir brauchen nicht zu verzweifeln, weil auch an den schweren Momenten Gott will sich fannen lassen. Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Ruft ihn an, er ist nahe. So, ich sag's von Jesaja, den uns diese Sonntag an der Liturgie von der Mass begegnet. Gott ist nicht weit fort. Es sind halt just wir, die uns vielleicht fortgelaufen sind, weil es auch für fortzulaufen waren. Aber wir können immer nicht zurückkommen, hier sichern und hier fannen. Und dafür ist ja auch die Feier von der Heiligen Mass für uns Christen so wichtig. Das ist nicht nur irgendein Ritus, den ihn halt so möchte, aber er kennt Gott uns durch den Jesus so nah, dass hier uns sogar auf der Zunge vergeht, wie ein Stück Brot, was wir hier an der Heiligen Kommunion empfangen. Hier hören wir das Wort aus der Bibel, was uns Hoffnung, Zuversicht und Sinn schenken will, wenn wir auf der Sicht sind. Als Christen, da leben wir, was das Evangelium von diesem Sonntag uns lehrt. Ob wir vielleicht an unserem Leben unheimlich viel Krämpfe haben, auch viel Schwierigkeiten, und manches aushalten müssen, oder ob wir uns wenig anstrengen müssen, respektiv für das Bild von dem Gleichnis, was der Matthäus überliefert, zu gebrauchen, ob wir Erbichter von der ersten oder der letzten Stunde sind. Jederin, der die Invitation vom Herrgott hört, der mit ihm geht, so wie die Erbichter mit an den Wengert gehen, der kriegt, was er für zu leben braucht. Und der Gott, den uns gibt, was wir brauchen, uns nowelt sind, die Hoffnung, die unser Glauben und Botschaft an auch und um die Person von Jesus uns schenkt, dass mit ihm leben, und genauso dann noch, wenn es so weit ist, mit ihm sterben, das, liebe alle Guten, das ist für mich eine gute Antwort auf die Fragen, für was will ich leben, wen was ist für mich leben, und für Leben, der Segen vom Herrgott, der Segen vom Pap, vom Jung und vom Heiligen Geist. Amen.